Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Taktikfuchses. Diesmal zum Champions League Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul. Ja, wahrscheinlich werde ich heute mal ein paar Leuten mehr aus der Seele sprechen wie sonst. Also ich bin sehr gespannt. Ich denke, die Aufstellung ist klar, bis auf die Mittelfeldzentrale. Das werden wir relativ schnell beantworten. Natürlich wird Neuer im Tor stehen. Natürlich ist Min-Jae gesetzt, weil der Einzige, der wirklich fit ist. Upper kommt rein, wenn auch, je nach dem Spielverlauf, wahrscheinlich nur für 60 Minuten oder so, wird man sehen, wie fit er ist einfach. Für Guerrero ist es noch zu früh, haben wir gehört, von daher stellt sich der Rest von selber auf. Davis links. Für mich ganz klare Geschichte. Kimmich rechter Verteidiger. Punkt. Das Ganze hat zwei Gründe. Grund Nummer 1, die starke Leistung von Laimer und Goretzka in Dortmund. Und die andere Geschichte, wie sehr ein Kimmich gegen Galatasaray einfach überfordert war im Hinspiel. Galatasaray wird nicht anders spielen wie im Hinspiel, gehe ich von aus. Ja, die werden wahrscheinlich nicht 45 Minuten so Vollgas geben. Das heißt, sie werden sich ihre Kräfte ein bisschen mehr einteilen. Gehe ich von aus. Nichtsdestotrotz, ja, würde ich bei mir Laimer und Goretzka hintereinander, nebeneinander, wie ihr es gerne sehen wollt. Ich würde schon mit dem Laimer als 6 spielen und Goretzka als 8er. Hat auch den Hintergrund, dass ein Goretzka einfach viel, viel schneller ist wie ein Kimmich. Wie viel mehr Zug zum Tor hat, ja, wie wir in Dortmund gesehen haben. Und diese Räume wird es auch gegen Galatasaray geben, 100%ig. Von daher einfach diese Aufstellung. Ja. Und ja, da sollte sich ein Kimmich auch kein Zacken aus der Krone brechen. Ja. Und wenn wir dann im Hinblick auf Pavlovic auch sehen, auch wie ein Tuchel von ihm geschwärmt hat in der PK, ja, wäre es natürlich auch die logische Konsequenz, dass ein Kimmich rechter Verteidiger spielt, weil wo soll er in der Rückrunde spielen? Ja, Tuchel setzt sich dahin, erzählt, ich brauche eine Holding Six, und dann setzt er sich dahin und sagt, Kimmich spielt immer, weil er ein Fixpunkt in unserem Spiel ist. Und dann frage ich mich, wild. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass ein Kimmich als Rechtsverteidiger auflaufen wird. Wäre auf jeden Fall eine Sache, womit Tuchel mich überraschen würde. Bei mir würde er das klar tun. Ja, Punkt. Er war als Rechtsverteidiger eine Kanone und da kann er wieder hinkommen. In der Mitte ist er einfach zu schwach. Dafür hat er zu viele schlechte Spiele im Gegensatz zu den guten Spielen. Klar kann er das, wenn er einen guten Tag hat. Er kann das Spiel gut verlagern und so weiter. Aber gerade gegen Gegner wie Galatasaray, die ihn wieder anlaufen werden, die ihn zustellen werden, wird er wieder keinerlei Land sehen. Ist meine Prognose. Vielleicht täusche ich mich, wir werden es sehen. Ne? Das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Und natürlich, wenn Upa raus muss nach 60 Minuten, ich würde ihn auch keine 90 durchspielen lassen, würde ich einen Goretzka auf die Upa-Position ziehen, Pavlovic bringen, Laimer einen nach vorne, Pavlovic auf die 6 und gut ist. Ja, sollte ein Kimmich keinen Bock haben, sollte ein Kimmich meinen, er muss wie ein angeschossenes Huhn überall rumlaufen und nicht auf Rechtsverteidigerposition, ja, dann ist klar, da kommt Mazraoui rein und Arschlecken. Da muss man dann auch nicht rumdiskutieren. Davis muss man halt auch gucken, ist ja auch immer mal wieder wild, seine Form. Na, gegen Dortmund war es okay, ansonsten war es sehr, sehr schlecht. Von daher hast du dann Kretzig, ja, der jetzt auch kein Defensivwunder ist, aber er ist auf jeden Fall eine Alternative auf der Position. Vorne stellt sich das Ganze von alleine auf, denke ich. Auch da hat ein Tuchel sich auch klar geäußert, wo ich auch voll bei ihm bin. Solange die Jungs das gut machen, macht es natürlich Sinn, dass die sich zuvor vorne mit Harry Kane einspielen. Ich fühle auch Musiala mehr in diesem Spiel, definitiv. Ich würde die sogar beide so stellen. Wobei man so ein bisschen... Ne? Erstmal Galatasaray wird uns Räume bieten. Ja, die haben uns Räume im Hinspiel geboten, die sowas von krass waren, die wir einfach nicht genutzt haben. Die müssen wir einfach nutzen. Ne?
Und mit Sané, Coman haben wir super schnelle Spieler. Leon, wenn er anzieht, haben wir gesehen, hat auch eine Dynamik. Musiala hat eine Dynamik, kann aber auch mit 1, 2 Spieler aussteigen lassen und dann den Raum vor sich. Harry Kane ist jetzt nicht der schnellste, kann aber sich natürlich auch fallen lassen und dann die beiden schnellen Außen einsetzen. Da sollten wir genug Räume haben, Leute. Ja. Wo ich auch bei bin, beim Tuchel, von wegen, ja, ich spiele lieber mit den Leuten, die immer spielen vorne, damit sich das alles ein bisschen einspielt. Fühle ich, bin ich komplett bei ihm. Was ich ihm absprechen würde, wäre sein Auswechselverhalten. Ja, ich habe schon mehrfach gesagt, wir haben Alternativen auf der Bank. Ja, wir können sie hier auch einzeichnen. Tell, rechts. Ja, könnten wir jetzt überlegen, könnten Müller da hinsetzen. Wir können aber auch genauso gut, ja, ich weiß, Gnabry mit Schiene und so ist nicht so. Nur mal um die Alternativen hier aufzuzeigen, ja. Sonst kann man natürlich auch darüber reden, einen Tell für einen Kane zu bringen, wenn das Spiel schnell durch ist und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Das muss ich nicht extra erwähnen hier. Aber ansonsten bin ich bei ihm, nur ich würde halt zu 60 Minuten wechseln. Ja, nochmal, er stellt sich immer dahin, erzählt einen von Belastungssteuerung Blasils. Da muss ja die Leute halt dann auch, wenn das Spiel das hergibt, die auswechseln. Und wir haben auch gesehen, wenn das Spiel das nicht hergibt, wie zum Beispiel auch in Dortmund, wo man so Pavlovic einfach reingeworfen hat, was immer nicht anders ging mit Opa, hat man doch gesehen, dass auf die Spieler Verlass ist. Ja? Und dann kann man auch mal einen Tell in der 60. bringen oder nicht. Natürlich ist gerade das Problem, dass die vorne alle performen. So, völlig legitim dann zu sagen, Tell ist außen vor, verstehe ich schon. Sollten die aber nicht performen, weil Sané mal wieder einen schlechten Tag hat oder keinen Bock hat oder Coman mal einen schlechten Tag hat und so weiter. Dann hast du halt so viele Alternativen, dass du dann einfach auch mal wechseln musst. Ja, und da muss dann auch kein Spieler pissig sein da vorne. Wenn sie liefern, spielen sie. Wenn sie nicht liefern, werden sie halt ausgewechselt. Ganz einfache Kiste. Ja, wir reden immer noch über Leistungssport und nicht über Händchen haltend über den Platz laufen. Ja. In der Abwehr sieht es natürlich anders aus. In der Abwehr hast du halt einfach keine Alternativen. Da kannst du nicht so hart ins Gericht gehen. Ja, wenn man das aber sieht, dass man einen Kimmich hinten rechts hätte, dass man einen Kretzig hinten links hätte, ist das jetzt auch nicht so schlecht. Ja? Und keine Ahnung. Wollen wir es nicht hoffen, sollte sich irgendwer irgendwo verletzen, kann natürlich ein Kimmich auch jederzeit nochmal in die Mitte rücken, wenn er keine andere Alternative da ist. Oder er könnte auch auf die Innenverteidigerposition rücken. Hat er gegen Saarbrücken gezeigt. Gut, da hat er nicht überzeugt. Weil er dann wieder vorne rumgeirrt ist, wie so ein Irrer, und dann den Konter da, ja. Sei mal dahingestellt, das wird natürlich gegen Galatasaray ein bisschen anders aussehen. Ja, aber bei mir wäre ein Kimmich auf jeden Fall als Rechtsverteidiger gesetzt. Punkt. Ja, wir haben in der Mitte genug Alternativen. Pavlovic hat es mehr als bewiesen jetzt in der Zeit, die er hatte. Und du hast einen Goretzka und einen Leimer da, die es sehr gut gemacht haben. Und dann sollte man an dem Trio da auf diesen Positionen erstmal festhalten. Nochmal, ich bin sehr gespannt, wie es in der Rückrunde aussehen soll, wenn Tuchel eine Holding Six kriegt. Dann ist ein Kimmich auch weg von der 6. Von daher verstehe ich das ganze Theater nicht. Ich mache den Kimmich nicht als Sündenbock, wie manche das in den Kommentaren geschrieben haben oder sowas. Sehe ich ihn gar nicht. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler, der auch einen gewissen Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Aber er ist halt einfach kein Sechser. Ja, auf einer Doppel-8, wo man nicht darum redet, dass irgendwie einer den defensiven Part machen muss und da eine richtige 6 ist, sehe ich einen Kimmich. Gar keine Frage, aber er ist kein Sechser. Punkt. Ja, Alternative für mich persönlich wäre noch, ich bringe Leimer oder ich bringe Pavlovic auf der 6 und einen Kimmich auf der 8. Das würde ich mir gefallen lassen, ja. Das kann man sich mal angucken. Ja. Aber ihn weiterhin auf der 6, Leute, fühle ich gar nicht. Wie er auf der 8 klarkommt, müsste man natürlich sehen, habe ich auch schon mal was zu gesagt. Aber das würde hier jetzt auch zu weit gehen. Das können wir gerne heute Abend mal ein bisschen im Stream besprechen, wer dabei ist, ab 18 Uhr live auf Twitch. Da können wir mal ein bisschen über die Personalie Kimmich reden. Also ich mache Kimmich nicht zum Sündenbock. Natürlich war es jetzt auffällig, dass gerade gegen Darmstadt und Dortmund, wo wir 2 sehr, sehr gute Spiele dann gemacht haben, das Ding ohne Kimmich war. Ja, aber ich denke, man hat einfach gesehen, dass man Alternativen hat.
auf dieser Position. Und dann stur daran festzuhalten, weiß ich nicht, ich fühle es nicht, wie ein Kommentar war, vielleicht ist es einfach an der Zeit, sich zu trennen. Ne? Von fehlender Wertschätzung zu sprechen, finde ich immer lächerlich. Klar schätzt man die Spieler wert, aber ganz ehrlich, was bringt uns jetzt eine Wertschätzung, was vor 2 Jahren war? Ja, Kimmich spielt seit 1,5 Jahren schlecht. Das ist ein Fakt. Und dann wird er halt von dieser Zeit bewertet. Ja, wir bewerten ja nicht die Leistung von vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren oder vor einem halben Jahr. Wir bewerten die Leistung jetzt. Und jetzt haben wir ein gutes Spiel gegen Mainz gesehen, ein gutes Spiel gegen Bochum. Und das war es von Kimmich. So, ansonsten haben wir mal gute 20, 30 Minuten gesehen in manchen Spielen, aber in der anderen Zeit komplett überforderten Sechser. So, das sind die Fakten, ja, und das bewertet man, das hat nichts mit Sündenbock zu tun, deswegen, ich würde das auch gar nicht festmachen, vielleicht hätten wir mit Kimmich auch 4-0 gewonnen, wer weiß das schon. Dortmund war halt die erste Mannschaft oder mit einer der wenigen Mannschaften, die nicht mit 2 Viererketten hinten drin standen. Das ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Wir haben so viele Räume gehabt. Fairerweise muss man sagen, dass wir die gegen Galatasaray auch hatten und Kimmich komplett überfordert war, da überhaupt nur mal den Ball in irgendeine gefährliche Zone zu kriegen. Weil er wieder mal viel zu sehr mit sich selber und dem Gegenspieler beschäftigt war. Von daher gibt's da schon Argumente dafür und dagegen, aber ich persönlich sehe Kimmich jetzt nicht irgendwie als Sündenbock oder sowas. Und er ist auch kann auch ein wichtiger Spieler sein. Ja, aber wir haben halt die Alternativen. Wir haben es gesehen gegen Dortmund. So, und wenn wir die haben und die liefern, ja, dann muss sich ein Kimmich halt einfach auch mal hinten anstellen. Er ist nicht König Kimmich, der, nur weil er sagt, ich bin Sechser, auf der 6 zementiert ist. Ne? Punkt. Dann gehört er einfach mal auf die rechte Verteidigerposition gesetzt. Das hat er jahrelang gut gespielt. Wenn er darauf keinen Bock hat, ja, dann Hovido, Alter. Dann, keine Ahnung, dann hast du Pech gehabt. Dann geh nach City, geh nach Barcelona. Die werden auch ganz schnell merken, dass das Spiel ein bisschen anders werden wird. Ansonsten Kimmich auf die 8. Mal gucken, wie das funzt. Ja, aber nochmal. Tuchel möchte eine Holding Six haben. Wenn diese kommt, wird er ja nicht sagen, ich verpflichte die Holding Six und setze sie auf der Bank. Nein, das wird bedeuten, dass Kimmich nie wieder Sechser bei uns spielt. Punkt. So. Ja, ich verstehe schon, dass man nicht die Eier jetzt hat und zu sagen, ja, jo, hier, pass mal auf, das ist der Pavlovic, der spielt jetzt der 6. Und du nicht mehr. Die Eier hat man halt leider nicht. Ne? Habe ich ja auch schon mal gesagt, sonst könnte man auch sagen, komm hier, Pavlovic auf die 6, Kimmich auf die 8 und Kimmich, nimm dir mal den Pavlovic an der Hand und führe den mal so ein bisschen ein. Ne? Wäre auch eine Idee gewesen, aber auch das tut man nicht. Klar, jetzt hat Goretzka gut performt, Leimer auch, also die sind dran, die Jungs. Von daher kannst du jetzt auch nicht einfach sagen, ich stelle da einen Pavlovic hin. Ja, der muss sich natürlich auch erstmal beweisen, das hat er aber auch schon getan, die letzte halbe Stunde gegen Dortmund. Und von da hast du da gerade 3 Alternativen, die geliefert haben. Ja. Und jetzt zu sagen, wisst ihr was, ihr 3, ihr habt das schön gemacht, ich setze jetzt wieder den Kimmich dahin. Ich bin sehr gespannt, welche Aufstellung es sein wird gegen Galatasaray. Ich gehe davon aus, dass Kimmich auf der 6 spielt. Ich bin gespannt. Vielleicht hat es ja bei Kimmich auch mal ein bisschen Klick gemacht, wenn er mal ein bisschen reflektiert und sieht das Spiel gegen Darmstadt, gerade das Spiel gegen Dortmund. Vielleicht besinnt er sich dann mal auf seinen Bereich, auf seine Spielweise. Vielleicht stellt er die ein bisschen um. Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Tschüssi.